Pass wieder mal Schleichfahrt. Bei der Suche nach dem Mottenpriester. Hey, wo ist er? Der Depp da drüben. Wahrscheinlich nicht mehr Freund. Vampir-Diener, ja gut. Nuggeln ober. Die Deppen. Der Schlaus ist er nicht. Ja gut. Da ist sie versteckt. Hallo Köter. Todeshund. Komm da rum. Ich mag ja fast behaupten, der Mottenpriester ist oben eingekerkert. Ja, lieber gut. Meine Schießkunden bloß zu wünschen übrig. Und ist jetzt. Hey, nichts bei mich. Verschlucken. So, der Depp da drum, gell? Der tigert immer noch rum. Und diese Gargoyles, glaube ich, werden gleich ein Problem. Mr. Vampire! Aha, wer ist da unten? Pass auf, gespeichert oben, gell? Das heißt, wir können wieder fleißig scheitern. Wer? Ich kann euch nicht besiegen. Also. Den Knonz hat er schon gekriegt. Den nugelt ihr an die Mauer. Bleibt aber weg. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Babe, da unten ist er. Und der Schlung. Aber hallo. Wir haben noch mehr auf Lager. Ich wusste es. Blutiger Vampir. Name ist Programm. Je mehr ihr mich bekämpft, umso mehr werdet ihr leiden.
Die magische Barriere. Mit magischen Barrieren kenne ich mich aus. Seit dem Spiel Gothic. Etwas wild, ha? Hat ich so. Glaubt ihr etwa, dass ich Angst Malgus. habe, was ihr da macht? Oh, sorry. An den Broten. Der Weichstein-Fokus. Der leichte Rüstung. Wer ist unterhämmert? Kann ich das beuten. Ein Ebenerzdolch. Freunde, wir verschieben. Die Barriere. Wie kriege ich klar? Der Sommermottenpriester, kennt ihr du aus? Der fix, du sagst aber nichts. Bleib da drum. Aha, denk das. Aber mein Meister ist tot. Bruder, warte mal. Seine Feinde werden dafür... Wusste ich, Ach so. dass ich etwas gehört habe. Hat jemand einen Lichtschalter gefunden? Bitte. Scheiße. Hat er wieder geschlagen. Jetzt hätte ich gemeint, das ist mein Freund. Scheinbar nicht. Ich bin überladen, oder wie? Nein, bin ich nicht. Klettert. Ja, pass auf, die dumme Sau stürzt sie auf mich. Wie ein Geier auf den Kadaver. Mord da gleich mal so. Dieser Mottenpriester. Lass mich in Ruhe! Und jetzt haut er ab, diese feige Sau. Das Schreien! Aufhören! Ich füge mich! Er fügt sich. Habt nicht gegen mich gekämpft. Ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Ich glaube, diese Vampire wurden langsam blutrünstig. Weniger als ich gehofft hätte. Selbst nach Jahrzehnten meines Lebens, die ich dem Studium der Schriftrollen der Alten gewidmet habe, sind sie für mich immer noch ein großes Geheimnis. Das trifft auch auf die meisten Brüder meines Ordens zu. Wir kennen weder die Herkunft noch den Verfasser der Schriftrollen. Wir wissen jedoch, dass manche von Geburt an die seltene Gabe besitzen, die Schriftrollen der Alten lesen zu können. Diese wenigen Auserwählten können Ereignisse aus Vergangenheit und Zukunft aus den Schriftrollen herauslesen. Doch im Laufe der Zeit erblinden sie daran. Ich fürchte, das ist alles, was ich euch erzählen kann. Bis zum heutigen Tag bleiben die Schriftrollen der Alten ein großes Rätsel. Es ist unsere heilige Pflicht, die Schriftrollen der Alten zu studieren. Wir studieren diese alten Schriftrollen der Prophezeiung, um die Zukunft vorherzusagen.
Und wir nutzen dieses Wissen, um dem Kaiser zu helfen. Manchmal reisen wir hinaus in die Welt, um nach weiteren Schriftrollen für unsere Bibliothek im Weißgoldturm zu suchen. Aus diesem Grund bin ich überhaupt erst nach Himmelsrand gekommen. Das ist der große Turm im Herzen der Kaiserstadt, eines der höchsten Gebäude in ganz Tamriel. Die Untergeschosse beheimaten den kaiserlichen Rat. Der Orden der Mottenpriester belegt die mittleren Etagen. Im jüngsten Krieg gegen den Altmeribund wurde der Turm schwer beschädigt und ist nicht mehr das, was er einmal war. Ich hoffe, ihn eines Tages wieder in seiner alten Pracht sehen zu können. Es geht mir gut, dank euch. Ich heiße Dexion Evicus und bin ein Mottenpriester des Weißgoldturms. Diese Vampire behaupteten, ich könnte ihnen nützlich sein, aber mehr sagten sie nicht. Vermutlich hoffen die Dummköpfe auf ein Lösegeld. Tatsächlich? Nun gut, genug Geheimnisse. Ihr habt eine Schriftrolle der Alten? Bemerkenswert. Falls mich mein Geschichtswissen nicht im Stich lässt, meine ich mich zu erinnern, dass die Dämmerwacht ein uralter Orden von Vampirjägern war. Ich helfe euch gerne mit der Schriftrolle der Alten. Sagt mir einfach, wohin ich gehen soll. Nun gut, ich werde mich beeilen, bevor noch mehr dieser Vampire auftauchen. Ja, pass auf. Der Großvater läuft der Dämmerwacht. Gut geht. Wir reisen ab. Au. Pass auf, ich damit um, wir reisen auch zur Dämmerwacht. Damit ich sie reinkriege. Du schaut laut mein Aufstieg. Da bist du. Noch bis 5 und auf Stufe 38. Aber 39 ist in Sicht. So, da sind die Hirsche rum. Ja, Bendito. Ein Ryzen da. Kann man noch was dafür noch ist. Was soll man reisen da? Was bist du für einer? Bin ein bisschen neugierig. Verstehe. Wahrscheinlich Urlauber. Salia, bleib mich stehen. Verzeiht, aber ich bin in einer dringenden Angelegenheit für die Dämmerwacht unterwegs. Aus dem Weg. Tatsächlich? Du bist von der Dämmerwacht? Die kenne ich noch gar nicht. Was haben diese Akademie-Magier überhaupt in Saartal zu Alter, was hausen die hier? Das ist ein Ort für die Toten der Nord. Du sag mal, hast du noch einen Platz frei? Da passt mindestens 2 auf. Da pfeift der Bär. Die Kaiserlichen, steht wo so? Ich saß mir hier durch, gell?
Gleich, wo geht's da? Der Reiterei. Wo geht denn du hin? Nach Einsamkeit. Kommt schon. Bumm. Oh, meine geht rund. Grillzeit. So, ist nicht doch. Ihr sterbt noch Weiter mal. heute. Bei der mit den Stallpfeilen. Dauert wieder ewig. Ein Drachenwursch. Ich komm's gern. Scheiße, der Lump. Ich würde ihm den Arsch versohlen. Au. Komm, lenkt ihn ab. Wobei, der haut zu. Sehr gut. Bumm, mit beiden Kräften. So, die Schießschuss verbessert. Da musst du dich beraten, gell? So, da fliegt der Meister. Scheiße. Oh Gott, die depperten Drachen. Eine Krise. Oh, jetzt überladen oder was? Komm hier ab, komm hier am Arsch lecken. Soll ich miteinander noch plagen? Da sind wir wieder in Einsamkeit. Kann ich schnell reisen? Scheiße, nicht wenn ein Feind da ist. Ist ja voll Depp. Sieht man nicht sofort. Wir wollten nämlich zur Dämmerwacht. Mann, wir haben noch bessere Dinge zum Tun, als gegen Drachen zu kämpfen. Fräulein Utgert, wie schaut denn aus, der Schlung? Pass auf, Serana, das trifft sie gut. Ja, ist er da? Moment. Braucht ihr etwas? Das ist eine lange Geschichte.
Die Kurzfassung ist, dass meine Eltern und ich, wir waren Anhänger von Molag Bal. Anekeln. Glaube ich schlecht für die Beziehung. Nachfolger von Molag Bal. Bin ich das? Ruhig, ruhig. Beeindruckend, das muss ich zugeben. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr stark genug dafür sein würdet. Ihr wisst möglicherweise, dass Molag Bal der wahre Ursprung des Vampirismus ist. Aber ihr wisst bestimmt noch nicht, dass er seinen überzeugtesten Anhängern dieses Geschenk noch immer verleiht. Das ist keine verwässerte Kinderkraft, die ihr von einem anderen Vampir bekommt. Wir sind Geschöpfe reinen Blutes, Vampire des Ursprungs. Wir haben es uns verdient. Was sag ich so? Mal, wir müssen erst mit denen plaudern. So, der Mottenpriester und Ich bin Meister Isran. beeindruckt, dass ihr so schnell einen Mottenpriester finden konntet. Um die Schriftrolle zu lesen. Ja, sagt dem alten Mann einfach, wann ihr soweit seid. Mottenpriester, leg los. Aus meiner Reise nach Himmelsrand ist ein richtiges Abenteuer Wer geworden. deine Reise interessiert, bin ich. Geh mal auf den Punkt. Ah, mein Retter. Schön, euch wiederzusehen. Nicht gerade die Gastfreundschaft, die ich gewohnt bin. Aber euer Isran hat halbwegs für meine Bedürfnisse gesorgt. Und wie ich anmerken möchte, dies ist eine bemerkenswerte Festung. Etliche Kollegen daheim würden diesen Ort sicher liebend gern bis ins Detail studieren. Bemerkenswert. Die Bruchbude. Oh, selbstverständlich. Lasst uns herausfinden, welche Geheimnisse die Schriftrolle uns verraten kann. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Ich muss mich konzentrieren. Ruhig. Sind Sie laut? Ich sehe ein Bildnis vor mir. Wo seht ihr? Einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich man der fantasiert? Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt noch mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die 2 anderen Schriftrollen. Ich muss mich nun ausruhen. Das Lesen hat mich erschöpft. Toll. Kommt, alter Mann. Ja, gute Ausrede. Ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Ja, und jetzt? Babe, warte mal. Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Dieser Mottenpriester Dexion. Er sagte, wir bräuchten 2 weitere Schriftrollen der Alten. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Die Hälfte der Leute in eurer kleinen Truppe würde mich eher umbringen, als mit mir zu reden. So etwas fördert nicht unbedingt die Gesprächigkeit. Selbst mein Vater hat mir einen herzlicheren Empfang bereitet und das will was heißen. Es ist keine Frage des Vertrauens. Er ist einfach nur von der Prophezeiung besessen. Und soweit ich sehen kann, haben ihm ein paar weitere 1000 Jahre der Besessenheit nicht gerade gut getan. Wir hätten ihm einen Zeitvertreib suchen sollen. Vermutlich sieht er mich nicht einmal mehr als seine Tochter an. Ich bin einfach nur ein Mittel zum Zweck. Wir müssen meine Mutter Valerica finden. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Und mit etwas Glück hat sie vielleicht sogar bei sich. Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde. Mehr wollte sie mir nicht sagen.
Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde, sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Vielleicht. Was ich nicht verstehe, warum hat sie genau das gesagt? Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte. Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit. Irgendwelche Vorschläge? Vorschläge? Der Dämmerwacht. Sie hätten sie noch unfreundlicher empfangen als mich. Es hätte ein Blutbad gegeben. Und da die Dämmerwacht immer noch hier ist, kann das nicht geschehen sein. Sonst noch Vorschläge? Ich glaube nicht. Sie sagte, sie wolle wach bleiben, falls es zu einer Lösung kommen sollte. Es musste eine von uns sein und, nun, sie ist sehr viel mächtiger als ich. Es ergab einfach Sinn, dass sie hier draußen bleibt. Sonst noch etwas? Moment, das ergibt fast einen Sinn. Es gab einen Innenhof in der Burg. Ich half ihr dort bei der Gartenarbeit. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte, weil er ihm zu friedlich war. Auf jeden Fall. Aber Mutter ist kein Feigling. Das ist... Ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden, aber ein Versuch ist es wert. Das stimmt. Aber ich weiß, wie wir in den Innenhof gelangen können, ohne Verdacht zu erregen. An der Nordseite der Insel liegt eine verlassene Bucht, über die die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten. Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. So gelangen wir hinein. Dann will ich euch nicht im Weg stehen. Ich warte an der Anlegestelle, bis ihr soweit seid. Ich bin soweit, wenn ihr es seid. Du, Babe, warte mal. Geheimgang? Scheiße. Muss es sein, Mama? Nun, ich nehme nicht jeden mit in die geheimen Bereiche des Ortes, an dem ich aufgewachsen bin. Werdet diesen Eindringling los und wir können uns auf den Weg machen. Ich warte an der Anlegestelle auf euch. Pass auf, Sie marschiert zur Anlegestelle? Toll. Als Gefährtin habe ich es noch nicht gewonnen. Das heißt, wir müssen zurück in die Vampirburg. Die meine ich freut mich gar nicht.